Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen, hat der David gelesen. Das haben wir gemacht, miteinander. Und das ist auch ein wichtiger Teil von unserem Zusammenkommen. Im letzten Gottesdienst haben wir gehört, dass Jesus grösser ist als Propheten. Und heute tut der Schreiber vom Hebräerbrief noch stärker betonen, dass Jesus auch grösser ist als die Engel. Jesus steht weit über den Engel. Ich nehme an, das wissen wir. Aber es ist gleich gut, wenn wir mal schauen, wie der Hebräerbriefschreiber das auch begründet. Und es ist sicher gut, wenn wir ein paar Sachen zusammen anschauen, was über die geheimnisvollen Wesen auch zu sagen ist. Engel sind Boten oder Diener Gottes. Sie reden Englisch und sind gemäss, ihr seid wach, merke ich, und gemäss Aussage von Jesus ehelos. 78% der Engelstellen im Neuen Testament entfallen auf die Evangelien und auf die Offenbarung. An den bedeutenden Wendepunkten der Heilsgeschichte treten vermehrt Engel in Erscheinung. Wo Engel erscheinen, bricht die jenseitige Welt in unsere diesseitige Welt hinein. Und ich habe ein paar Sachen zusammengetragen zu verschiedenen Arten von Engeln und was sie für Aufgaben haben. Engel sind himmlische Wesen um den Thron Gottes. Offenbarung 4, Vers 8, das ist ja das Kapitel, das vom Thron Gottes berichtet. Da lesen wir: Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Unsere Engel, wahrscheinlich vor allem ein bisschen als Schutzengel bekannt. Eine Belegstelle ist für mich Matthäus 18, wo Jesus sagt: Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Heilsengel gibt es, die gute Botschaft bringen. Da gibt es ganz viele Stellen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. Und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Es gibt nicht nur Heilsengel, es gibt auch Unheilsengel. Davon lesen wir im Psalm 78, als er die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar verderbenbringender Engel. Todesengel ist uns vielleicht bekannt von der 10. Plage in Ägypten, wo die Erstgeburt dort hat. Ich habe da noch eine andere Stelle aus den Apokryphen, als er die Glut seines Zornes unter sie sandte. Jetzt bin ich falsch. Als dich die Boten des Königs lästerten, kam dein Engel, der tötete von ihnen 185.000 Mann. Seraphim, Saraph heißt brennen, das sind die Feuerwesen mit 6 Flügeln, wo wir in Jesaja 6 davon lesen. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Angesicht, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und dann noch Cherubim, wo wir im Zusammenhang mit der Bundeslade haben gelernt kennen. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe, und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Der Gnadenthron ist ja der Deckel von der Bundeslade.
Ich habe auch noch interessant gefunden, was der Reformator Martin Luther über Engel geschrieben hat. Darum muss ich auch wieder zitieren. Das ist das Erste, dass wir wissen, dass wir nicht sitzen in einem Lustgarten. Ein Christ soll wissen, dass er mitten unter Teufeln sitze und dass ihm der Teufel näher sei, denn sein Rock oder Hemde, ja näher, denn seine eigene Haut. Wenn man das nicht weiß, so verliert man auch die Erkenntnis der Wohltat, die Gott uns durch seine Engel tut. Demnach muss ein Christ nicht daran zweifeln, dass Engel sind. Ich glaube, der Zweifel ist nicht gross unter uns. Dass es Engel gibt, ist eigentlich klar. Wir müssen jetzt auch wissen, dass die Juden ganz besonders viel von den Engeln gehalten haben. Vielleicht mehr als wir. Und der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass bei der Gesetzgebung am Sinai Engel im Spiel waren. Ist mir nicht so sehr bewusst gewesen, aber wir lesen da, dass der Herr vom Berg Sinai hergekommen ist, sich wie die Sonne erhoben hat. Und dann heisst es, unzählige Engel begleiteten ihn und Feuer fuhr aus seiner rechten Hand. Und der Stephanus nimmt in seiner Rede in der Apostelgeschichte das auch noch einmal auf und sagt, und als sich unsere Vorfahren in der Wüste am Sinai vor Gott versammelten, war Mose der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel, der auf dem Berg mit ihm redete, und es war Mose, der die Gebote entgegennahm. Und ich glaube, aus diesem Grund geht jetzt der Schreiber vom Hebräerbrief auf die Stellung der Engel ein und zeigt, dass Jesus aber über den Engel steht. Und das begründet er mit Zitat aus dem Alten Testament. Das erste Argument habe ich das Zeugungsargument genannt. Jesus hat es zwar ja schon immer gegeben, von Ewigkeit her, aber wir lesen zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Oder ich werde sein Vater und er mein Sohn sein. Das hat Gott exklusiv zu seinem Sohn gesagt. Dann gibt es das Anbetungsargument, bezieht sich auf 1 Vers 6. Der Untergebene betet der Höhergestellte an. Und wo Gott seinen Sohn vorgestellt hat, hat er gesagt, vor ihm sollen sich alle Engel Gottes niederwerfen. Verstärkend wird in Hebräer 2, Vers 5 noch darauf hingewiesen, dass Gott die zukünftige Welt nicht den Engel, sondern seinem Sohn unterstellen wird. Und wenn man sich fragt, ja, wie ist jetzt das mit dieser Hierarchie? Stehen wir über den Engel oder drunter? Dann finden wir da auch eine Antwort im 1. Korintherbrief, wo der Paulus sagt, wisst ihr nicht, ihr lieben Christen, ihr werdet mal die Engel richten. Also für mich ist die Hierarchie darum Gottes Sohn, dann Gottes Kinder und dann die Engel. Und es kommt noch das Hierarchieargument. Der Sohn hat den Ehrenplatz zur Rechten Gottes und sitzt dort. Und Engel können nicht dort sitzen. Die haben Aufträge auszuführen. Hat Gott je zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel zu deinen Füßen gemacht habe? Nein, hat er nicht, sondern sind Engel nicht Geistwesen, die in einem heiligen Dienst stehen und ausgesandt wurden, um denen zu dienen, denen Gott Rettung schenken will. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, gibt es ganz viele Beispiele, wie Gott Engel geschickt hat und Menschen gerettet hat. Ein paar Beispiele, die mir spontan eingefallen sind beim Predigtschreiben. Der Lot und seine Familie sind aus der gottlosen Stadt von Engeln rausgeführt worden, aus Sodom raus. Abraham und Sarai haben Besuch von Engeln bekommen und die haben ihnen eine Schwangerschaft angekündigt. Ein Engel hat auch die 3 Freunde von Daniel in diesem Feuerofen begleitet und beschützt.
Denn die Weihnachtsgeschichte ist voller Engel. Oder der schlaftrunkene Petrus wird von einem Engel aus dem Gefängnis herausgeführt. Und er denkt, ja, jetzt suche ich mir noch eine Engelsgeschichte raus, die zeigt, dass Engel heute noch aktiv sind. Und dann musste ich denken, nein, muss mir da nicht eine Geschichte raussuchen. Der Bruno Zumbrunn hat so etwas erlebt. Also wenn man auf der Autobahn einen Totalschaden macht mit dem Auto und selber unverletzt dem Fahrzeug entsteigt, dann haben vielleicht sogar mehrere Engel über ihn gewacht und ihn behütet. Da sind wir Gott von Herzen dankbar. Ein Beispiel aus diesem Jahr, wie Engel für uns da sind. Und ich bin überzeugt, oft merken wir es gar nicht, dass wir wieder von etwas sind bewahrt wurden. Noch der Vers 14, nach einer anderen Übersetzung. Die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Und zwar werden wir auf etwas Wesentliches aufmerksam gemacht. Und zwar kommt nach dem Vers, den ich jetzt gelesen habe, die Aussage, aus diesem Grund ist es umso nötiger, dass wir auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ich musste einmal noch schlucken und habe gedacht, ja, jetzt wird da versichert, Engel schauen, dass es gut kommt mit dir. Und jetzt heisst es, aus diesem Grund, Fritz, pass auf, dass du nicht am Ziel vorbeitreibst. Also ich kann offenbar nicht einfach meine Hände in den Schoss legen und sagen, ja, die Engel schauen das schon. Ich bin auch gefordert, was an mir liegt. Und der Vers, ja, ist wirklich eine Warnung und zeigt mir, dass offenbar auch glaubende Menschen können am Ziel vorbeitreiben können. Ja, was ist denn das Ziel vom Glauben? Das war meine Frage. Und dann habe ich mich erinnert an eine Stelle im Petrusbrief, wo er sagt, das Ziel vom Glauben ist die Rettung für alle Ewigkeit. Ja, das ist schon das, was wir wollen, die Ewigkeit in der unmittelbaren Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes zu verbringen. Das wollen wir, glaube ich, alle zusammen. Und aus diesem Grund ist es offenbar nötig, dass wir darauf achten, nicht das Ziel zu verfehlen, zu vorbeitreiben. Es wird da das Wort vorbeitreiben verwendet. Und das hat mich erinnert an früher, an einem heißen Sommertag, sind wir etwa an der Aare, haben ein Sandwich mitgenommen und nach dem Sandwich sind wir noch in die Aare schwimmen. Und dann haben wir die Kleider irgendwo bei einem Baum deponiert, sind nach Aaren aufwärts gelaufen, ziemlich weit, dass wir auch ziemlich weit runterschwimmen können. Und dann beim Abschwimmen hat man sich nicht vergessen, sondern man musste daran denken, bei welchem Baum habe ich mein Kleiderhäufchen und die Schuhe deponiert. Und das hat man dann angesteuert und sonst hat man halt den Preis gezahlt und musste zurücklaufen. Aber ich habe gemerkt, wenn so alles gut läuft und schön schwimmt, ja, wie schnell kann man das Ziel vergessen, wo man eigentlich unterwegs ist. Und wie echt dass unser Glaube tatsächlich ist, kommt ja in der Hitze der Prüfungen aus. So wie auch Edelmetall durchs Feuer geläutert werden, kann es sein, dass Gott uns Prüfungen schickt. Und eine letzte Prüfung ist doch einfach das Sterbebett. Und in der Gefahr, am Ziel vorbeizutreiben, stehen besonders Leute, die kurz vor dem Ziel sind. Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, ich zähle mich dazu. Wir haben viel weniger Jahre vor uns, als wir schon gelebt haben. Das ist eigentlich klar. Wie geht es uns, wenn wir an das Sterben denken? Zieht sich unser Herz zusammen, weil gewisse Bedenken aufsteigen? Oder
weitet sich unser Herz schon in Richtung Ewigkeit. Die Möglichkeit, das Ziel zu verpassen, geht uns alle an. Weil niemand unter uns weiss, ob nicht in 10 Tagen seine Beerdigung schon stattgefunden hat. Der Hebräerbrief ist ernst und tröstlich zugleich. Das war die ernste Seite. Jetzt folgt die tröstliche, eine Ermutigung. Im Kapitel 2, Vers 11 steht, dass Jesus die er gerecht gemacht hat und erlöst hat, dass er sich denen nie wird schämen. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Schwestern und Brüder zu nennen. Fremdschämen. Kennt ihr das? Das bezeichnet das unangenehme Gefühl, das viele Menschen empfinden, wenn sie Zeugen von einer peinlichen Situation werden, ohne dass sie selber beteiligt sind. Ist mir einmal im Zug passiert, wo eine junge Frau am Handy ihre Freundschaft beendet hat. Also das ist hoch zu und her gegangen und mir gelingt es in so einem Moment nicht wegzulassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es geht einfach nicht. Und jetzt lesen wir von Jesus, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Schwestern und Brüder zu nennen. Im Gegenteil, als Hohepriester steht er ein mit seinem versöhnenden, mit seinem vergossenen Blut. Und davon lesen wir in den Versen 17 und 18 im 2. Kapitel. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wir schauen mal her, wie Jesus dort tröstet hat. Hier wird schon mal das grosse Thema vom Hohepriesteramt von Jesus Christus angeschnitten. Weil ohne Hebräerbrief wüssten wir nur ungenau, was der erhöhte Jesus jetzt zur Rechten Gottes eigentlich macht. Für Hohepriester steht in diesem Vers das Wort Pontifex. Zu Deutsch Brückenbauer. Wir Menschen, wir haben mit unserem Egoismus, mit unserem Eigensinn einen tiefen Graben zwischen uns und Gott geschaffen. Aber Jesus hat den Riss mit seinem Leiden und Sterben, mit seinem Kreuz überbrückt. Er ist der Brückenbauer. Er ist der Pontifex. Er ist der Hohepriester. Und es kommt noch besser. Jesus weiss haargenau, wie es sich anfühlt, wenn man angefochten ist. Wenn die Wirklichkeit plötzlich verzerrt ist und Gut und Böse gefühlsmässig durcheinander geraten. Er weiss, wie es ist, wenn einem die Sünde an allen Haaren zieht und vom guten Weg abbringen will. Er weiss, wie es sich anfühlt, wenn alles plötzlich sinnlos erscheint. Noch sind wir Versuchungen, Prüfungen und Anfechtungen ausgesetzt. Doch das alles wird in der Ewigkeit endgültig mal vorbei sein. Gott wird uns dann nach Offenbarung die letzten Tränenperlen aus den Augen tupfen und wir werden aus tiefstem Herz strahlen. Eine Freude, wie wir es auf dieser Erde nie gekannt haben, wird unser ganzes Wesen durchströmen. Und der Herr Bodelschwing hat etwas ganz Schönes gesagt, was dann passiert. Wir sind gesund geliebt. Wir sind gesund geliebt. Ich glaube, wir werden sein wie die Träumenden, die gar nicht fassen können, wie ihnen passiert. Weil Jesus uns tröstet, darum sind wir fähig, auch andere zu trösten.
Qualität einer menschlichen Gemeinschaft zeigt sich unter anderem darin, wie sie mit schweren Lebensführungen von ihren Nächsten, von ihren Mitgliedern umgehen. Und ich glaube, ganz besonders in den Kleingruppen ist eine Nähe gegeben, dass wir einander auf persönliche Art und Weise begegnen können, Anteil nehmen am Ergehen und auch trösten. Und es gibt verschiedene Sachen, die einem trösten, in scheinbar trostlosen Situationen. Man hat schon oft eine Liedstrophe, ein Refrain tröstet. Oder ein Wort Gottes. Oder vielleicht, dass mir jemand etwas zugesprochen hat mir Hoffnung gegeben. Was mich oft auch tröstet, aber da muss man aufpassen, das darf man nur sich selber sagen. Wenn ich mir sage, anderen geht es noch schlimmer, dann denke ich auch, du bist doch nicht der Ärmste, Fritz. Aber wie gesagt, das darfst nur dir selber sagen. Sehr bildhaft führt uns Jesaja 66 das Trösten Gottes vor Augen. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Wie tröstet denn eine Mutter oder ein Vater das Kind? Wir haben so 3 Arten gehabt, wo unsere Kinder klein waren, wenn sie in der Nacht aufgeschreckt waren und wach waren. Das Erste, was wir gemacht haben, zureden, beruhigen. Und tut Gott uns nicht manchmal auch ein bisschen zureden, indem er uns an ein Wort Gottes oder an ein Lied erinnert. Das Zureden, das noch nichts genützt hat bei unseren Kindern, dann haben wir Licht gemacht und Licht brennen. Das kann man auch übertragen. Hat nicht Gott oft schon in eine dunkle Situation hinein, wo wir nicht mehr weiter gewusst haben, sein Licht geschenkt. Und wir waren tröstet. Das haben wir alle schon erlebt. Und der 3. Schritt, etwas, das dann verpönt war, heute ist es fast gang und gäbe, das Kind zu sich ins Bett nehmen. Und das ist schon im übertragenen Sinn, wenn wir Gottes ganz spezielle Nähe erfahren dürfen. Trösten beim Verlust von einem lieben Angehörigen kann jeder mitfühlende Mensch. Aber nur wer selber einen lieben Angehörigen verloren hat, weiss, was es wirklich bedeutet. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein mit dieser Aussage, ich weiss, wie dir zumut. Weil jeder Mensch erlebt einen Verlust anders. Ich weiss, kann eigentlich nur Jesus berechtigt sagen. Das kann er von sich behaupten. Er kennt unsere tiefsten Gefühle, unsere tiefsten Gedanken. Es gibt ein Lied, das heißt, sollte der nicht hören, der das Ohr gemacht, sollte der nicht sehen, der die Augen gab, sollte ferne stehen, der das Herz uns gibt. O mein Vater, höret auf mein kindlich Flehen, was mich auch beschweret, hat er schon gesehen. Zum Schluss noch einmal zusammenfassend, was ich denke, was der Hebräerbriefschreiber vermitteln mit diesen Vers. Er wollte sagen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, steht über der gesamten Engelwelt. Engel sind Gottes Diener. Sie dienen auch uns, heute noch. Doch ein weitaus grösseren Dienst hat Jesus Christus uns da. Er ist für uns gestorben. Nicht ein Engel hat das vollbracht. Und er, Jesus Christus, verwendet sich bis heute für uns zur Rechten Gottes als der brillanteste Anwalt, als der stärkste Pontifex und als der einfühlsamste Freund. Davon bin ich überzeugt.